Welkom tot het programma Beden met de Bijbel. En mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich, dat u aangemerkt hebt. En we leren al zoveel dingen wat ik met de Bijbel beden kan. En vind dit is een zeer goede thema. Een thema wat veel kracht aan zich heeft, wanneer we God op neerleggen. En dat thema is, hoe kan ik voor mijn eigen beden? En ik freue mich, dat u aangemerkt hebt, mocht God die zegenen in die eigen en in die familie. En dat eerste mocht ik een versje voorlezen. En zijn Lehrer 4 vers 12 zegt dat zo. Door kan einer die Macht haben über den anderen, aber zwei können sich wehren. En ein dreigeschnürer Strang ritt nicht leicht auf. Die wunderste vielleicht, warum ich diesen Vers gewählt habe. Und der erste Punkt ist, einer allein für sich die Macht zu haben. So, wenn du in deine Eier oder wenn ich in meine Eier nicht ganz übereinstimmen mit meinem Mann, dann ist das jedes Mal so ein bisschen so ein kleiner Krieg. Du brauchst keinen großen Streit haben. Dat je met de kleinste dingen zo, aber hast du das laatste Wort? Oder kann ich dort gewähren mit meiner Meinung? Kann ich ab dort stehen bleiben, wo ich sein will? Und das ist dann so, wenn einer allein versucht, eine Eier durchzukommen, oder einer glaubt, ich habe das nu besser, oder umgedreht, die sagt, okay, ich sehe sowieso immer die schlechter, oder die wird nicht besser weit, dann fühlt man sich immer so, einer will die Macht haben. En dat is dat wichtig dat we taub schaffen. En dat is de tweede Punkt. De tweede vers, de tweede Satz van dit zegt, is dat twee, die kan gewinnen zijn. Twee stuk taub, die kan wat erregen. Twee stuk taub, die kan ver weggaan. So, wenn du die einig bist, ein Tag hast du vielleicht immer weiter doen oder werken, wo du sagst, diese Weg habe ich gut mit meinem Mann taub schaffen können. Oder diese Weg sind wir uns einstimmig gewesen. Das fühlt sich gut. Und dort kann man viel mehr erregen. Selbst bei deinen Kindern, wenn du Kinder hast, wo das anwollen, die verhalten sich anders. Wenn die anwollen, Mama und Papa stimmen gut taub. Und dann ist der dritte Satz in diesem Vers. Und da sagt dort von einem dreischnurigen Strang. Und vielleicht wunderst du, okay, was meint 3? Nummer 1 wäre ich. Das erste Satz, wenn ich oder von einer versucht, die Macht zu haben. Nummer 2, zweiter Satz wäre, wenn zwei Taubschafen deuten und wenn die dritte Schnur kommt, das ist Gott. Und wenn du Gott nicht mitnimmst an deine Eier oder je dann dort taub, je sagten die taub dolen sein, Gott ist die dritte Schnur an unsere Eier. Und dann ist das so, das tritt nicht auf. Dort hat viel mehr Kraft dabei, als wenn bloß zwei durchhauen. Zwei können weit kommen, aber mit der dritte Schnur, was Gott in uns Leben ist, dann kann das nicht aufregen. Dann können dort Troubles kommen, dort können Dinge kommen, die die vielleicht nicht wünschen. Oder je hat Dinge belebt im Leben aus Eier, wo je vielleicht nicht dafür tun kann, aber das ist passiert. Entweder eine Finanze oder eine Familie selbst. Aber wenn je sagen, okay, wir haben die dritte Schnur an unsere Eier bauen, dann kann das nicht verreden. Und dann komme ich bei dem nächsten Punkt. Ich will nicht alle Versen lesen. Aber der nächste Punkt ist, Gott vereint die Eier und der Mensch kann das nicht hineinreden. So, wenn Gott deine Eier verbunden hat, dann ist das ein Punkt, wo deine Situation nu ist. Ob du eine sehr gute Eier hast, vielleicht haben wir einen kleinen Streit hast, oder wenn du vielleicht sagst, okay, meine Eier ist meist bei dem Zweibringen. Meine Eier, der ist meist so weit, dass ich brek selbst durch, dann beide diese Versen, all diese Versen, die ich hier abnehmen möchte, die kannst du nehmen und die kannst du auch beten. Auch wenn du persönliche Versen hast in der Bibel, die über die Einheit reden, über die Leib reden, die kannst du nehmen, die lesen und die über deine Eier aussprechen, sonst bete ich wieder. So, wenn ich ein Wort ausspreche, das ist einfach, ich nehme die Bibel, ich lese den Vers und ich sage zu Gott, Gott, das ist, was ich für meine Eier möchte. Und dann gibt es mehrere Versen in der Bibel, wo das sagt, die Frucht vom Geist.
Der Geist, das meint einfach, was Gott selbst ist. Gottes Geist, der Heilige Geist. Und da kannst du nur lesen, was hat Gott bestimmt, was für eine Gefühle. Du hast dann zum Beispiel der Friede. Gottes Geist hat der Friede an sich, der Geduld an sich, der Liebe an sich. Der hat Sanftmütigkeit. Das meint, leiftulich zu gehen, mit einer Geduld zu haben. Du sind viele wieder werden, wenn du weißt, wenn du sagen wirst, okay, wo kann ich mich verhauen, auch an meine Eier, wo kann ich tun, dann kannst du dort nur lesen. Dann ist Krieg so gut, auch der Korintherbrief. Viele kennen vielleicht diese Falschen, die wollen viel auf Kasten gebraucht oder auf verschiedene Städten. Und da ist aber so viel Bern, wenn wir die Falschen durchnehmen, wo der Leib geduldig ist, wo der Leib nur sieht, wo der beigeben kann. So viele Situationen, wenn du glaubst, ich will verweg kommen an meine Eier, wenn die taub dort tun, wenn die taub ist mit dem Mann, der Entscheidung mehr, okay, wie wollen wir für einen Weg diese Falschen durchlesen, wo im Korintherbrief steht, da wird eine Veränderung kommen. Nimm die Zeit, wo du sagst, meine Eier soll sich verbessern. Dort gibt keine Eier, die ohne Fehler ist. Dort gibt keine Eier, wo du sagst, ich habe perfekte Eier, wir sind das beste Beispiel. Jede Eier hat Trouble oder die streiten sich bei uns. Und wenn du vielleicht an dein Hort denkst, okay, ich bin keine gute Frau mehr, oder du denkst, ich habe viele Fehler gemerkt, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig, meinen Mann gegenüber, ich fühle mich schuldig, meine Kinder gegenüber, ich fühle mich schuldig, sogar Gott gegenüber. Dann ist es gut, wenn du dein Hort aufmerkst. Merk dein Hort, vergott auf, einfach diesen Moment. Lass alles legen, was du denkst. Lass das stehen, bet an die und go einfach mit Gott taub. Seh Gottes Einheit und freu Gott um Vergebung. Bet mit mir taub, das Gebet. Vater, ich komme für dich mit ein offenes Wort. Ich möchte dich beten, dass du mich reinigst. Ich möchte dich beten, dass du all das Fleischliche, das falsche Handeln aus mir rausnimmst, dass du mir das wiesen machst, dass du meine Augen für mich selbst aufmerken machst, für meine Eier aufmerken machst. Und wo ich ein Beispiel sein kann für unsere Eier. Vater, lehr mich durch den Heiligen Geist, wies mich durch den Tag, wo kann ich Dinge besser machen, wo kann ich eine bessere Frau für dein Hort sein, für meine Familie sein. Und ich möchte dir dankbar sein für den Mann, den du mir anvertraut hast. Und ich möchte dir dankbar sein, Vater, für den Life, der niemals abhört, wenn du da bist. Ich möchte dir dankbar sein, Vater, in Jesus' Namen. Amen. Und ich möchte dir noch ein Ding merken. Wenn du glaubst, ich kann nicht noch Life für meine Familie oder für meinen Mann oder meine Situation ist sehr schwer, dann versuch das nicht mit einer Kraft. Nimm die dritte Schnur an dein Leben an deine Eier und sei Gott, deine Kraft kann er tun. Wenn du denkst, meine Life wird nie auf, dann sei zu Gott, nu ist deine Zeit. Ich möchte mit deiner Life gehen. Das ist viel leichter, mit Gottes Life zu gehen, eine Eier und eine Familie. Wenn du Momente hast, die bist meid, die Kinder sind vielleicht ganz drahl, oder dein Mann hast Situationen, wo du nicht allein kommst, versuch das nicht mit einer Kraft. Gott hat viel größere Dinge für dich. Und mit Antwort rennt das Leben viel besser. Und ich möchte die Seine lieber tauchen, in Jesus' Namen möchte es eine Sod sein für dein Leben und für deine Familie. In Jesus' Namen bete ich dort. Amen. Wenn du Fragen hast über deine Eier oder deine Familie oder nach meiner Bibelversen oder irgendwas weiten musst, kannst du mir wirklich schreiben. Mag Gott dich und deine Familie segnen. Du bist eine Frau, die Gott geplant hat und die wichtig ist.